Hallo zusammen, willkommen zurück hier bei Pokémon Y. Egal. Mais 2, willkommen zurück hier. Ja, es ist bitter kalt, wie es aussieht, ich weiß. Und, was machen wir jetzt? Gute Frage, wa? Erstmal schauen, unser Team, wie sieht das aus? Können wir wieder ins Pokémon Center zurück? Wäre zwar ein bisschen lame sein, also während der Eiskatastrophe schlechthin. Natürlich geht's, gar kein Problem. Eiszeit, das hindert uns nicht daran, unsere Pokémon zu heilen. So, noch was anderes vorhin. Für diese Episode will ich mir, wenn es geht, ein bisschen ruhiger sprechen. Nicht immer so aufpusshauen, nicht immer so und die Stimme ein bisschen mehr schon, denn irgendwie momentan so im Sommer, Hochsommer, wenn es draußen so trocken ist und so. Ich meine, ihr hört es, meine Stimme ist momentan ganz gut und so, ist am Anfang immer so, aber zum Ende der Aufnahme hin wird es relativ grottig. Das will ich, wenn es geht, vermeiden. Ich habe momentan ziemlich viele Projekte am Laufen, will auch ziemlich viel zocken und deswegen mal was anderes versuchen. Sei Max, mich und mein Team ist hierher geschleudert. Wow. Tja, Lysandre, du bist einfach nur der Beste von allen. Ja, ich kann wieder zurück. Kannst sogar abhauen. Ach, sind wir nicht tolle Freunde? Einer so abhauen, einen Leute im Stich lassen. Ja, das kann nur der liebe Michael. So jetzt aber. Heißt aber, du bist ja down. Oh, wie kann nur ein anderer von Gewalt? Ja, wissen wir bereits. Wapf. Hier ist nix, hier ist auch nix. Haben wir irgendwo noch... Oh, Entschuldigung. Haben wir hier... Jetzt aber... noch irgendwo ein Item rumstehen, rumliegen? Ich glaube eher weniger. Tja, Fazit, Scheibenkleister. Lalalala. Rutsch rum wie so ein Weltmeister. Komm ja bloß nicht in die Quere, Nervensäge. Was ich interessant finde, ist, dass sie gar nicht angreifen selbst. Sprich, man muss sie erst anquatschen, dann kommen sie. Was sonst auch schon mal anders. Egal. Die Rüpelin will ich bitte fighten mit einem Golbat. Habe ich nicht gerade Beetle ausgerüstet? Auch heute ist meine Wahl wieder mal 1A. Einfach nur 1 habe ich einen Feuerpunkt dabei. Natürlich habe ich eins. Wieso Feuer? Weil ich was testen will. Der Test läuft bis jetzt beschissen. Ja, und verwirrt. Er ist verwirrt. Und der Horrorblick, der ist nervig. Ja, Licht, wie sieht's damit aus? Und er brennt. Vor Leidenschaft. Der ist verwirrt und er brennt. Ja, eigentlich schon ein schwerer Schlag für so ein Pokémon, wa? Egal. Tschüss. Tja, aber gesagt, tschüss. Beetlemann. Laubklingen, na endlich mal, geht doch. Und zwar Rasierblatt weg, brauche ich nicht mehr. Laubklinge ist stärker und eine höhere Volltrefferquote. Geil. Der Ponytox, Gift-Pokémon. Da ist natürlich Beetle prädestiniert dafür. Nee, kann natürlich nicht. Nehme ich jetzt an Shelby. Unser Champion. So, Shelby, hier ist alles voller Eis. Das gefällt natürlich so als Robbe, ganz klar. Außerdem kannst du das gleich mal dich ein bisschen dran gewöhnen, denn du wirst ja schon bald mal den Eisstrahl lernen, weil ich mal die Themen finde. Die müsste ja in der alten... nicht der alte Grotte, Mann, wie hieß schon wieder? Also in der Höhle. Da oben im Norden. Ich weiß gar nicht mehr den Namen dafür, aber Shelby ist tapfer und hält durch. So, nochmal kurz Surfer, dann müsste das eigentlich schon gewesen sein. Naja, du mich auch. So, 45. Geht doch. Nassschweif, genau. Wie täglich jetzt, ja. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Schwierig eigentlich nicht. Nassschweif ist jetzt nicht so. Ja, 90 Stärke, 90 Genauigkeit ist nicht so die Super-Tacke. Ist eigentlich mir jetzt mal kurz zu zeigen, weil Kalkklinge ist schön, aber hat er nicht oft genug gesehen. Jetzt mal was Neues. Der Nassschweif. Weil die Wasserdüse, ganz ehrlich, es ist eine coole Attacke und so, die kann man auch mal für so Notfälle, mein Erstschlaganti ist immer gut, kann man sowas mal gebrauchen. Also indem ich, wow, hier alle Häuser zugefroren. Ist ja übel. So, bin da, wer noch? Sind wir in der Arena drin?
Hey Typ, wir brauchen euch alle. Drachen-Pokémon, Attacke! Ne, geht nicht, sie haben eine Eisallergie. Ja, ich versteh's schon, ja, du musst selber losgehen. Tschüss. Toll, wieder mal im Stich lassen. Ach, Drachen, ihre Eisschwäche, ihre Feenschwäche, nicht wahr? So, wie gesagt, hier ist alles zugefroren, schön. Oder auch nicht schön, je nach Auge des Betrachters. Da sind noch ein paar. Hey du. Einmal, wir wollen dich bei diesen Temperaturen und ja, du kannst ruhig ein bisschen zittern. Ja. Ich stotter zwar, aber zittere nicht. Vipitis, was will denn die giftige Schlange von uns? Alles Gift-Pokémon oder Flug-Pokémon, soll ich nie mit Beetle machen? Gut lachen oder was? Oh Mann, Gift, wer braucht Training? Sunny. Du hast ein sonniges Gemüt, haha. Ich frage mich, ob doch die Eislandschaft jetzt seine Fähigkeit mit der Morgensonne ein bisschen beeinträchtigt ist. Morgengrauen? Klappt das echt noch? Eine interessante Frage, wa? Egal. Tschüss. Bäm und das war's mit der Giftschlange. Die kann nicht mehr. Schon wieder so ein Gift-Pokémon. Alter Schwede. Smog. Ja, mach dich selber zu. Tschüss. Ich liebe Psyana. Ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Ich glaube sogar mein Lieblings-Pokémon zweite Generation. Blick gerade. Zweite Generation? Ach nee, das war ja Lugia, stimmt. Aber das nur, weil Lugia halt schon im, ja, bereits in der ersten Region mal vorkam. Wegen dem zweiten Film und so, versteht schon. Aber sonst, also als nicht-legendäres wäre schon Psyana mein Lieblings-Pokémon der zweiten Generation. Das stimmt soweit, okay, er hat alles im Griff, sehr schön. Wo ist der Rest? Das war's schon. Eine billige Ausbeute. Überlegt gerade 7. August, alles Sonic. Ja, wer's glaubt. Oh. Ja, trainieren ist wohl nix, war wie es aussieht. Was machst du da? Meine Farbe ist eingekreist, scheiße. Das ist nicht Leben. Alter, das nicht kapiert, das ist hier alles. Nö, hat er nicht. Sogar mal eine Runde, tschüss. Leute, habt ihr die Eisfläche nicht gesehen? Das ist alles das Seltsame, ich meine, sonst so alles sonnig und so. Und hier das ewige Eis. Gibt es, glaube ich, sogar ein Item hier, oder? Ewiges Eis, das Eisattacken verstärkt. Ach so, und kannst sogar von diesem, ja, von dieser Maschine, wa? Egal. Lysander ist alles fertig hier, wie sieht's bei dir aus? Walalala, Hilfe. Lysander, bin fertig. So, Violaculus ist noch der letzte. Wo steckt der Kerl los? Hä, wieso war ich gerade? Da ist nichts los. Ach Mensch, Lysander, du übertreibst wieder wie immer mal. Das ist alles ruhig, alles picobello. Oha, agiert. So. Hey du Arsch, was willst du hier? Verdrus. Nö, du hast Violaceus. Jetzt muss ich in dieser Kälte auch noch kämpfen. Unerhört. Aber so sei es. Solange ich noch zittern kann, bin ich am Leben. Ja, bloß die Frage, wie sehr noch? Aber immerhin, er ist Optimist. Er könnte auch schon halb tot sein, egal. Frigometrie! Ach, der grüne neue Beetle ist doch Pflanze, Käfer. Was soll ich hier mit dem gegen Eis-Pokémon? Einmal ein Eisstellen, ich bin weg. Und sowas von. Eisattacken. Nee. Naja, komm. Auron, ich will auf Level 51 haben für die Aurasphäre. Das ist mein Plan. Oh. Das tut nicht weh gegen das Stahl-Pokémon. Hallo? Achso, wollte jetzt sagen, was war das für eine Attacke? Ja, Auron ist zwar ein cooles Stahl-Pokémon, aber seine Defense lässt schon für einen Tank sehr zu wünschen übrig. Naja, so spielen wir auch gar nicht. Der ist ja gar kein Tank, er ist nur eine Pseudo-Abwehr. So Frigometrie schon wieder. Der Typ nervt. Eigentlich müsste er schneller sein, wa? Yep, bin ich auch. Glück gehabt.
Und der zweite ist down. Na, alt, willst du nochmal? Ich hab noch ein paar Power. Ein bisschen Power. So, 49. Und uns die Buna, cool. Eis und Licht, das könnte... Ich riskiere es mal. Ich glaube nicht, dass Snibuna eine Eisattacke drauf hat. Ich meine, da kann zwar Eishieber lernen, aber ob Seins auch Eishieb drauf hat, bezweifle ich doch stark. Erzwingen, oh. Weniger schön. Wegen Käferbiss ist ja Eis Unlicht und Unlicht ist ja schwach. Ob jetzt Eis, ob Käfer gegen Eis wirkt oder halb wirkt. Wir sehen sie gleich. Oh. Ja. Ich wusste nie, wie die Attacke lernen kann und dachte nicht, dass er sie noch hat. Also. Glück gehabt. Ja. Alter. Beetle, du machst recht ordentlich Damage. Respekt. Aber überlass das jetzt den Groß... nicht du. Renegade am Boden-Pokémon. So bekloppt bin ich jetzt noch nicht. Da kommt er, da kommt er's noch. So, Shelby. Eis macht dir nichts aus. Und wir wenn doch, dann bin ich böse auf dich. Ja, Mann, Überreste. Nun dann, Wasserdüse und weg ist er. Oder? Yep. Reicht komplett. Das war's, tschüss. Bist du heute nochmal stärker geworden als damals in Tessera? Serra. Du bist sehr stark, Trainer. Man sieht deutlich, dass du dein ganzes Leben dem Pokémon verschrieben hast. Ich muss mich nun leider verabschieden. Diese Kälte halte ich nicht länger aus. Hatschi. Gesundheit. Aber stell dir nur mal vor, wie es wäre, wenn ganz Einal von Eis bedeckt wäre. Kein schöner Gedanke? Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir den DNS-Keil in unseren Besitz bringen. Koste es, was es wolle. Du findest ihn nicht, Oh, wie kommst du hierher? Ich wusste auf dies Verlass. Du hast die Stadt gerettet. Vielen Dank auch an dein Team, das so tapfer für Twin Drake City gekämpft hat. Erlaube mir bitte, es zu heilen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Danke. Bitte warte hier einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Hä? Okay. Wow, gehen wir schnell. Oh, schon wieder da. Ja, bist du der Weihnachtsmann oder was? Das muss ein neuer Streckenrekord sein. Sieh her, Mike, das ist der DNS-Keil. Du hattest den in der Arena? Die ganze Zeit? Du bist doch krank. Sieht ein bisschen seltsam aus. Oh, grau, weiß, schwarz, okay. Kyurem, Reshiram, Zekrom. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass nicht in die schmutzigen Hände von dem Plasma gefallen ist. Ich weiß nicht, was die Salunk im Schilde führen, aber es kann nichts Gutes sein. Wie erwartet. Du hast ihn also in der Arena versteckt gehalten. Das war sehr schlau von dir. Ohne dich kommt niemand dort hinein. Einen besseren Wächter gibt es nicht. Oh, die Mucke. Sicher ist das auch der Grund, weshalb du dir deine Arena neu eingerichtet hast. Aber nun gehört der DNS-Keil uns. Sag bloß, ihr habt das Hinweis nur benutzt, um selbst in den DNS-Keil zu kommen. Du hast es erfasst. Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist unsere Devise. N ist sicher Charisma, ist ja auch egal als wir. Und weiß sich beim Volk beliebt zu machen. Charismatischer heißt es, genau. Aber diesen Mangel gleichen wir mit Ruhe und brachialer Gewalt aus. Wir lassen den Leuten gar keine andere Wahl, als sich uns zu unterwerfen. In dieser Hinsicht waren die letzten 2 Jahre eine echte Geduldsprobe für uns. Hallo? Ja, was jetzt? Ich hab ihn noch. Tja, es ist also gedrungen, den nächsten zu... Alter, der war 3 Felder vor dir. Und vor der Stelle. Viel Glück. Mann, nee, mein Lysander stand hier, ich stand hier und der Typ... Hallo, ich hab ihn. Ah. Tja, Teleportation. So ein Goku-like. Ah, der Cheater. So, was ist Lysander? Wo ist er hin? Hier scheinen sie nicht zu sein. Das ist schon wieder, dass sie da sind. Wir müssen auf den Hut sein, die Stadt können noch absuchen. Ja, ich gehe ja schon. Wer könnte theoretisch hier sein? Ich glaube, es wäre weniger. Der war doch. Ging auf die andere Route. Ach ja, stimmt, ich weiß ja wieso. Ich weiß nicht wieso. Ups, man kann die Nase kratzen. Ja, steht noch. Gut. Nase kratzen, Nase kratzen. Ach, das muss manchmal sein. Hallo, wer bist du ja?
Hast du davor, den Escal abzunehmen? Und nochmal. Boah, gegen das Finstrio. Das erste Mal, Leute. Siu. Finster Typ. Gladiantri. Ich bin doch. Jetzt bin ich mal überlegen, war da jetzt Kampfstahl oder Kampfunlicht? Stahl und ich weiß den Typ nicht mehr. Oh, das ist so gleich. Der muss das ein Unlicht-Typ haben. Ich schätze mal, er ist irgendwie Kampfunlicht, wa? Zweiter Test. Oh oh. Yep, der ist Kampfunlicht. Quatsch, Stahlunlicht natürlich, Mann. Na. Alter, ein Pokémon, das 9 Level höher ist, besiegt. Also Beetle, du bist echt krass, Kumpel. So, Absol. Das ist ein Unlicht-Pokémon. Perfekt für unseren Käferbiss, aber jetzt muss ich mich dringend leveln. Leveln sag ich schon. Heilen natürlich. Heilung ist das größte Geschenk. Beetle. Und wieder voll. Oh. Ei, Karamba, ich hoffe nur, ich bin schneller. Bezweifelt so stark. Yep. Tschüss. Oh, mein Name ist Beetle. Mein armer Käfer. Ich hab dich so lieb gewonnen. Fast wie Smetbo. Auron. Du musst trainiert werden, Kumpel. Ich will mal die Aurosphäre haben. Tschüss, Absol. Gefreut. Oh, Kacke. Yes, Mann. Oh, noch ein Gladiantri. Okay, kein Problem mehr. Ist ja Unlichtstahl, oder? Das heißt sogar vierfache Schwäche gegen die Kraftwelle. Stimmt's überhaupt? Ja, also ein Unlicht- oder Stahltyp muss er haben. Das geht gar nicht anders. Ich geb's nur ungern zu, aber du bist ein gar nicht mal so schlechter Trainer. Danke. Ich muss dich enttäuschen. Der DNS-Kerl ist nämlich in den Händen meiner Kameraden. Ich habe ihn nicht. Mit diesem Kampf habe ich ihnen einen erheblichen Vorsprung verschafft. Gehabt dich wohl, Tschüssikowski. Sayonara. Was? Nein, was sind der Bakel? Ich bin schuld. Was ist denn schon wieder los? Eieiei. Michael. Hey, Svenny Boy. Ich bin nicht aus dieses komische Raumschiff da in Richtung Twinwag City abgezischt. Es ist gerade bei uns gewesen. Ja, ich hab's auch gesehen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Sharon, das war doch das Schiff von Team Plasma, oder? Yep, ohne Zweifel. Na, wenn du machst, ich bin jedenfalls gleich da. Alles klar, du regelst das schon. Mike, wenn es irgendwelche Probleme gibt, melde dich auf jeden Fall. Bei mir, klar? Ja. Ich muss mich entscheiden, um die Stadt beschützen und diesen Kerl hinterherjagen. Ich kann mich nicht zweiteilen. Er ist bereits da. Hallo, Sharon. Ja, da bist du, Michael. Und du Sander, Gott sei Dank. Hey, du bist richtig erwachsen geworden, Kleiner. Ich habe gehört, du bist der Rennleiter von Inventura aufgestiegen, wa? Ja, danke für das Kompliment, aber wir haben andere Sorgen. Team Plasma, wo sind sie? Es ist so kalt geworden und... Ach, in Abedaya City. Sven und ich werden uns Team Plasma in die Fersen heften. Wir anderen kümmern euch bitte darum, dass hier in Twin Lake City nicht noch Schlimmeres passiert. Noch schlimmer könnte das bloß sein. Michael, wie ich schon sagte, möchte gerne, dass du mir hilfst. Mit deinem Talent als Pokémon-Trainer können wir Team Plasma die Stirn bieten. Ich bin mal auf dem Weg, Lisanna. Auf Wiedersehen, tschüss. Okay, tschüss. Abedaya City? Die Stadt liegt in der Nähe von Undula. Was hat Team Plasma da zu suchen? Michael, ich bitte dich, beschütze die Pokémon vor Team Plasma. Ja, wir gehen ja schon. Ab nach Abedaya City. Ach du Scheiße. Wow, was ist denn hier los? Okay, ein bisschen crazy und ein bisschen cranky. Hallo? Tja, Trick 17, Mann, oh Mann. Ich hatte doch oft genug die zweite Generation gezockt. Ich weiß doch, wie das alles geht. Oder ich weiß es auch nicht. Doch. So dazu. Ich brauche eben noch Kaskade zum Runterkommen, wa? Scheibenkleister und die will ja täglich kämpfen, aber gerade vergessen. Du hast mit sehr viel Liebe trainiert. Ja, ich weiß.
Pokémon-Züchter Norene. Norene? Crazy name, crazy name, crazy name, Shelby. Mein bester Freund, Nassschweif. Was machen der für einen Schaden? Oh, wie eine Aquadrachenroute, wa? Holy shit, das haut rein. Altaria ist doch Dracheflug. Oh oh. Das kann was werden. Hallo, bin da, wer noch? Lup. Das war klar, aber eigentlich... Oh. Hehehe. Shelby, halt durch, ich hab keinen Bock zum Wechseln. Alles klar, Mann, ich schaff das schon. Feuerodem, ganz ehrlich, das kann die lange angreifen, ey. Die Attacke ist doch schwach und Altaria hat keinen hohen Spezialangriffswert. Surfer und tschüss. Oh oh, gar nicht gut. Ha, Glück gehabt. Und da ist es, weg vom Fenster. Shelby ist sogar nach Level 46. Ist das geil, Mann. Wir werden stärker, wir werden stärker. Und vor allem ganz geil, Freunde, ich brauche für die nächste Arena kein Training mehr, denn die ist ungefähr gleich stark wie Lysander, sprich auch so 48, 49 rum vom Level her. Das reicht locker. Oh nein, Dorfrück, nein, nicht hier. Nein, nicht hier. Weg hier, weg hier. Habe ganz schlimme Erinnerungen. Tschüss. Gerettet. Gerettet. Dämlicher Mucke, Mann. So, was sind wir jetzt? Natürlich hier kein Eis, gar nichts. Alles Picobello, alles supi. Serra, Serra. So, jetzt soll es hier irgendwo sein, aber ihr wisst schon, wir kommen hier nicht durch. Tja, Pech gehabt. Laut Karte nämlich muss ich hier... Kann ich kurz zeigen. Hier sind wir, wa? Und hier ist Abedaya City, sprich ich muss hier von Undula aus weitergehen. Und das machen wir auch. Da geht es auch nicht weiter. Noch nicht zumindest. Oh, das stimmt ja, Mann. Mein Fehler, Entschuldigung. Und da kommt schon ein neues Pokémon. Ich bin einfach nur zu dämlich. Denn weil ich auf dem Fahrrad bin, locke ich die Viecher doch erst an. Oh, muss ich schon mal bei? Ja, dass das so schnell geht. Ein Tangela. Tangela. Shelby. Tschüss. Nein. Ah. Okay, das Fahrrad ist ein bisschen nervig auf Dauer, wa? Trifft Zeppeli. Shelby ist in der Haus. Tschüss. Ciao. Oh Mann, nee, jetzt nervt es aber langsam. Entschuldigung, Leute. Ich wusste, das Fahrrad ist ein bisschen auffälliger für wilde Pokémon, ob es gleich so schlimm ist. Nein, wir haben sie gleich. Ich hätte Glotzi mitnehmen sollen. Ich bin doch ein Volldepp. So. Da ist nichts mehr. Schön runter. Weiter. So. Jetzt ein Item. Hier. Eine Riesenperle. Schon wieder? Hatte ich bereits mal. Egal. Ja. Nee, geh jetzt nicht hin. Ich will nach Undula. Denn Leute... Ja, bin da, wer noch? Michael, bist du gerade in Undula? Alles klar. Auf den Unterseeturm kommen, müssen direkt in Abedaya City. Ich warte auf dich. Sven, hallo, Sven! Ah ne, so. Ja, wie gesagt, da durch. Das machen wir aber erst im nächsten Part dann. Jetzt gehe ich ja Pokémon heilen und dann lege ich mich hin. Und stone meine Stimme. Was? Und stone meine Stimme? Ja, mein Gehirn auch. Und schone meine Stimme um mein Gehirn für heute. Und sage Goodbye. Und vielen Dank fürs Zusehen wieder mal. Bis zum nächsten Mal.
ciao zusammen. Jetzt ist das Lied schon vorbei. Ja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.